Moin, Levelü! Wir sind die Deichbrüller. Als ihr das sehen könnt, ist hier Happy Pride! Yeah. Wir sind in Oldenburg und wir nehmen ja nur mit ins Karg, nämlich in Lamberti-Karg. Wir freuen uns auf jou. Vandaag ist CSD-Gottesdienst hier in Dissekark und wir nehmen ja mit und verkloren ja, was seid ihr an? CSD? Ist das noch nötig? Pride. Braucht das man eigentlich noch? Muss das weg? Kann das weg? Und muss dann im Karg? CSD-Gottesdienst in Oldenburg. Wir sind hier. Yeah! Und das ist Pastor Ralf Hennings. Warum ist dir das so wichtig, dass CSD-Gottesdienste stattfinden? Und warum ist dir das so wichtig, dass CSD-Gottesdienste stattfinden? Oh, danke für die Übersetzung. Ich glaube, das ist einfach der schönste und der lustigste und lebendigste Gottesdienst, den wir hier feiern. Deswegen macht mir das richtig viel Spaß. Lasst das Ding. Das ist das lustigste und witzigste und der beste Gottesdienst, der hier immer so vieren deit. Ralf Henning. Toller Typ. Das ist Schwester Lea und Schwester Sasa. Nee, die ist noch keine Schwester, die ist nur eine Postulantin, die ist eine Auszubildende. Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Was nicht Aalgift. Was Disselü hier morgen in CSD-Gottesdienst, das verkloren die uns nu. Warum sind hier so blied und was Weil ist es ja geht. Böschkup? Böschkup? Was ist eure Botschaft? Ah, ja. Also unsere Botschaft ist tatsächlich Verbreitung von immerwährender Lebensfreude. Wir versuchen den Menschen zu erzählen, die sind großartig, so wie sie sind. Denn es gibt ja im Plattdeutschen auch kein Wort für anders und so weiter. Ne? Das ist irgendwie so, was war das? Habe ich irgendwann mal gelesen. Ich spreche leider kein Plattdeutsch, ich verstehe das nur sehr gut. Und wir machen HIV- und AIDS-Prävention. Aber warum eigentlich in ein CSD-Gottesdienst? Also was habt ihr Süßes in Gottesdienst zu tun? Ich glaube, das habt ihr noch nicht verstanden. Naja, letztendlich ist ja die Verbreitung von Freude und das Kämpfen gegen Diskriminierung so die höchste Form von Nächstenliebe. Und deshalb passen wir total gut in einen Gottesdienst, abgesehen davon, dass ich privat Religionslehrerin bin. Ich will mal sagen, Halleluja, Gott hat ja dort Gift, nur dass ihr da sind und einen gesegneten Sonntag noch. Dankeschön. Tschüss. Was ist dir besonders wichtig, wenn du so einen prägten vorbereiten darfst für CSD-Gottesdienst? Gar nicht mal so viel was anderes als sonst auch im Gottesdienst. Mich interessiert dann das Thema, die Botschaft und die Menschen, die vor mir sind. Und da versuche ich irgendwie drauf einzugehen. Heute war natürlich klar, dass mir das Anliegen gegen Diskriminierung und Verurteilung von Anderslebenden, Andersliebenden, Andersdenkenden Menschen irgendwie mich einzusetzen, das hat für mich ganz viel mit auch dem christlichen Glauben zu tun und deswegen ist das nicht anders als sonst auch. Wenn man sich einen Bogen dehnen deit, so als ein Regenbogen, ist das doch klar, dass man sich hier in Karg, so mit der LGBTQI-Sternchen, Community drücken deit. Der CSD ist wichtig, damit endlich diese Diskriminierung aufhört, damit alle Menschen wirklich gleich sind, denn da ist noch einiges zu tun und man muss das Thema einfach wach halten. Das ist CSD und da gibt es natürlich immer wieder einen Gottesdienst und der muss ja irgendwie zu den Menschen, wenn schon nicht genügend Menschen in den Gottesdienst kommen können. Also wir streamen, zeigen ihn live im Fernsehen und man kann auch in aller Welt den CSD-Gottesdienst aus der St. Lamberti-Kirche in Oldenburg sehen. CSD-Gottesdienst goes international. So ist es. Sieht Wenne giftet eigentlich diese CSD-Gottesdienste all? Also schon eine ganze Weile machen wir das, das ist eine gute Tradition. Es ist uns ganz wichtig, das hier zu machen und es ist auch vielen aus der Kirchengemeinde ganz wichtig. Wie Gröten von Haken, die Deichbrüller. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart,
Wir sind von den Nonnekens, Mist, Anni hat es mir irgendwann erklärt, wie das auf Plattdeutsch heißt und ich kann es nicht mehr. Ich hab Musik mockt. Das ist der Vater von Anni Ja, zwischendurch. und das ist Christian Arndt. Gaudenteam. Ja. Dann Gottesdienst. Was sagt man denn? Versammeln? Wie? Drogenberg, nochmal. Und in dem Moment kommt sie hineinstolziert. Ich wollte nur kurz pinkeln gehen. Wie Gröten van Haten, de Deichgranaten.